Hallo zusammen! So, heute gehen wir mal zusammen shoppen. Und zwar nicht einfach irgendwas shoppen, sondern ich lasse mir von irgendjemandem wildfremd ein Outfit zusammenstellen. Ich weiss nicht, ob ihr die Seite schon kennt. Ihr kennt vielleicht Outfittery. Die haben das ja für Männer. Und ich bin jetzt hier bei zalon.ch. Und das ist ein Ableger von Zalando. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich sehr viel bei Zalando bestelle. Und ich habe mir jetzt gedacht, Leute, wir machen das jetzt zusammen. Ihr seht hier die 4 Schritte. Zeig uns deinen Stil, dein Style ist halt alles. Probier entspannt zu Hause und gefunden dein perfektes Outfit. Und das möchte ich im Fall sehr gerne mal ausprobieren. Einfach zum Schauen, ob das, was die mir schicken, auch gefällt. Darum machen wir jetzt das zusammen. Und zwar bei Frauen. Wo ich schon. So, jetzt müssen wir hier auswählen. Was ist dein Stil? Wähle bis zu 3 Styles aus, die dir besonders gut gefallen. Okay. Also nicht das, was ich trage, weil wir wollen ja eben weg von dem. Ich möchte ja etwas Neues mal ausprobieren. Beziehungsweise das, was ich eigentlich aber gerne anlege, das ist verspielt, urban und ja, sehr experimentell manchmal, wirklich. Wobei minimalistisch habe ich schon genug. Darum nehmen wir die 3. Gut, wir können mindestens 3. Ah nein, bis zu 3, stimmt, bis zu 3. Aber ich möchte die 3. Gut. Dann weiter. Mal schauen, was jetzt... Oh, welche Marken gefallen dir? Oh, holy crap. Also Topshop habe ich recht viel. Crap, man, es gibt hure viel. Oh, das wird ja etwas. Hey, nein. Okay, bis hier ist fertig. Okay, da finde ich noch 2, 3 Sachen. Also, only. Ja, wobei. Ja, für manchmal haben sie etwas Cooles dabei. Muss ich hier. Ich kann so viel wie ich will. Select, das kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Opus auch nicht. So Sachen, die sagen mir nicht. Samsung, Miss Selfridge. Ja, die haben manchmal komisches an. Nehmen wir Pieces. Das gefällt mir besser als Only. Genau. Cyan, sehr geil. Das ist eine Eigenmarke von Zalando. Die finde ich top. Tiger of Sweden ist, glaube ich, recht geil. Habe ich ja schon bei die mal gesehen. M habe ich auch schon etwas gekauft bei denen. Das ist sehr speziell in Mode. Das, was ich bis jetzt gefunden habe. French Connection. Closet nehmen wir auf jeden Fall. Sisley. Und ja, die anderen kenne ich auch nicht, aber ich würde sagen, was möchtest du deinem Stylisten zu Marken noch etwas sagen? Na, machen wir einfach mal weiter. Also Oberteile, ich trage gerne ärmellos, T-Shirts, schulterfrei auch, Langarm, jetzt ist Sommer, sind wir ehrlich, Langarm tue ich jetzt mal nicht. Bluse, ja Momo, aber keine Hemdbluse, ich finde das furchtbar. Blüsli, okay, aber Hemdbluse sind der Horror. Dann haben wir hier Strickjacke, finde ich ganz furchtbar. Kapuzenpulli ist nicht mein Stil, Sweatshirt eigentlich auch nicht, ja Strickpulli, mehr eigentlich nicht. Diesen Schnitt mag ich, figurbetont. Und ich bin nicht unbedingt ein Fan von Cropped, muss ich sagen. Es ist echt, wenn es mal ein bisschen kälter wird, und da sind wir ehrlich, hier in der Schweiz ist es aber auch ein bisschen kälter, von dem her. Ja, und den Rest finde ich nicht so. Ich habe es schon gerne, wenn es ein bisschen enger ist. Ja, vor allem, wo ich recht oben schmal bin und unten ein bisschen breiter, muss ich auch schauen, dass es so schön ausgleicht. Also, dass du ein bisschen betont bist, sehe ich aus wie ein Kolotz. Nein, diese Muster mag ich. Uni auf jeden Fall. Gestreift, punktet, oh Gott. Kariert ist schon nicht mein, Blümlet auch nicht. Print, ja, auch nicht wirklich. Paisley, oh Gott. Nein, Paisley ist schon gar nicht meins. Animal Print, Logo. Scheiße, ich bin echt, gut, das ist jetzt auch ein Print, muss ich sagen, aber bei Prints bin ich hure heikel. Elasso. Ja, wo ganz, ja, nein, Blümchen doch nicht. Vor allem wenn es kleine Blümchen sind, finde ich es schrecklich. Also,
Aber die Grösse ist ein S. So viel gebe ich gewöhnlich für ein T-Shirt aus. Ja, nicht mehr als 40 Franken. So viel gebe ich gewöhnlich für einen Pullover aus. Ja, 50 bis 80. Also daher so untere Preisklasse. Oh, ich trage auf keinen Fall Polo. Furchtbar, wirklich, wirklich furchtbar. Logola Spitze bin ich kein Fan davon, muss ich ehrlich gesagt sagen. Grobstück, Feinstück wollte ich alles nicht. Gut. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich trage gerne Lederjacke, Blazer, muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, Weste, leichte Mäntel finde ich ganz geil. So die ganz dünnen, die dann so flattern im Wind, das ist top. Ja, das ist so das, ehrlich gesagt. So viel gebe ich ja wirklich für eine Jacke aus. Ja, auch wieder untere Preisklasse, muss ich wirklich ehrlich gesagt sagen. Nein, ich trage gerne Stoffhosen. Aber Business-Stoffhosen, da habe ich hure gerne an. Die sind toll. Culotte, oh Leute, ich liebe Culotte. Sie sehen so toll aus, aber ich habe einen relativ breiten Arsch. Und für das bin ich einfach nicht zu klein. Es sieht echt komisch aus. Hure gemein. Verdammt. Ja, am liebsten würde ich einfach nur Business-Stoffhosen rein tun. Aber wisst ihr was? Ich tue jetzt gleich mal Culotte noch rein. Je nachdem, man weiss ja nicht. Vielleicht kommt ja etwas Schlaues. Ja, ich bin kein Fan von Jeans, muss ich ehrlich gesagt sagen. Nein, ich trage einfach keine Jeans. Also, und Jumpsuit ist auch wieder das Problem mit meiner Proportion. Ich finde Jumpsuit toll, kann ich aber nicht tragen. Diesen Schnitt mag ich, Slim Fit. 7,8 Länge. Relaxed gibt bei mir komische Falten, macht mir einen breiten Arsch. Oh shit, meine Bundweite ist glaube 26 und 30. So kurz wie möglich. Meine Stoffhosengröße ist 36. Also eigentlich oben 36, unten 36 könnte man darum meinen, es passt, aber ja, manchmal ist es eben darum auch... Oh, man kann 2 Sachen anklicken, okay. Dann das. Meine Bundhöhe, ja, normal. Und hoch. Was ich nicht gerne habe, ist tief. So viel gebe ich gewöhnlich für eine Hose aus. Ja, 50 bis 80 Franken. Oh, diese Hosenfarben mag ich. Blau, grau. Das ist optional, das lasse ich mal aussen. Jeanswaschung lasse ich aussen. Jeans habe ich ja gar nicht ausgewählt. Nein, möchtest du deines vielleicht noch etwas zu Hosen sagen? Farben, Marken oder Material? Nein. Lass mich noch überraschen. Röcke, oh Gott. Bleistift, Rock. Oh, A-Linie finde ich ganz toll. Falterröcke. Ja. Und Plisse trägt zwar ein bisschen auf, aber schon toll. Ja, mal, die 3 so. Diese Rocklänge mag ich. Maxi. Ich liebe Maxi-Röcke, die sind toll. Midi. Also kniebedeckend, also knieumspielend in diesem Fall. Und ja, Mini tun wir jetzt auch mal rein. Vor allem im Sommer ist es okay. So, weiter. Kleider. Ich trage gerne A-Linie-Kleider. Ich trage nicht sehr viele Kleider, muss ich ehrlich gesagt sagen. Blusenkleider, vielleicht gar nicht meins. Jersey-Kleid, ja, Jersey-Kleid tun wir mal noch rein. Etui-Kleider finde ich toll, aber es ist halt viel zu schick. Cocktailkleider kannst du eh auch nicht anlegen. Man. Also Mini und Knie umspielen. So. Zwischen ja, 120, also 70, 120. Das kommt auch wieder so her. Ich glaube, ich habe noch nie ein Kleid gekauft, das über 120 Franken gekostet hat. Ich glaube es einmal. Ja, das eine, das ich gekauft habe, hat 110 gekostet. Also wenn man Schuhe. Oh Gott, ich hasse Ballerinas. Ich trage gerne Schnürschuhe.
Stiefeletten, Slipper. Haben sie keine High Heels? Ja, die mit Pumps halt auch rein. Mocassin. Ja, kommt extrem auf den Stil drauf an. Pantaletten tun wir jetzt auch mal rein. Ich bin kein Sneaker-Typ. Sneaker finde ich schlimm. Meine Schuhgrösse ist ein sehr schönes 39. Diesen Absatzhöhen mag ich. Kein Absatz. Bis 3. Und alles über 10. Und das zwischendrin, sorry, ist echt kein Absatz. So viel gebe ich für gewöhnlich für ein paar Schuhe aus. Es ist schnell mal 120 Stutz. Aber ich werde jetzt mal... Ja, sobald es aber Lederschuhe sind, sind sie aber schon eher teurer. Aber ich kaufe halt noch viel im Ausverkauf. Ich tue es gleich mal 110 bis 160 rein. Also wenn, dann möchte ich ein paar anständige Schuhe. Oh, ich trage auf keinen Fall rund. Carré finde ich furchtbar. Alles andere ist okay. Gut. Weiter. Kommt da noch viel? Nein, kommt noch nicht noch viel. Ich bin bereits eine Zahl... Ja, bin ich. Jetzt muss ich noch schnell ausblenden. So. E-Mail-Adresse. Also bei Dings bin ich ja angemeldet. Nein, ich möchte... ach so, ein Gutscheine. Ja, okay, der hat registriert. Entschuldigung. So, wie alt fühlst du dich? Ich fühle mich wie 25. Ja, ich bin 27, aber ich fühle mich wie 25. Ich bin etwa 1,78 und etwa 59 Kilo. Yay, weiter geht's. Meine Körperproportion. Holy, also so. Taille, ich habe eine schlanke Taille und ich habe einen flachen Bauch. Meine BH-Grösse ist ein 70B und that's it. Was ist meine Haarfarbe? Blond. Das zählt noch als blond. Ja, es zählt definitiv als blond. Cool. Foto von dir. Nein, ich will nicht überspringen. Ich wollte wirklich wissen, wie die das aufgrund von meinen Angaben machen. Oh, wähle deinen Stylisten. Basierend auf deinen Angaben empfehlen wir dir folgende Stylisten. Oh, Achtung. Zara. Ich liebe außergewöhnliche Looks mit Eye-Catching-Effekt, die man immer und überall tragen kann. Das klingt schon mal gut. Julia. Du lässt dich gerne von den aktuellsten Trends inspirieren und bist für neue Impulse offen. Ob Avantgardist, Individualist, Fashion Freak oder Minimalist. Gemeinsam entdecken wir dein perfektes Fashion-Outfit. Ja, das ist halt so bla bla. Sorry, das kann jeder schreiben. Mode ist für mich Leidenschaft und Individualität. Es bedeutet, Neues zu entdecken, mal aus dem Rahmen zu fallen, das Gewohnte zu verändern, mit seinem Stil zu experimentieren und gleichzeitig zu zeigen, wer du bist. Das kann auch jeder sagen. Ich bin für Zara. Die ist aus Zürich. Das ist mir sehr sympathisch. Ja, einfach ja. Wähle einen Anlass für deine Box. Freizeit. Was wünschst du dir für die... sag Sarah, das ist einen bestimmten Anlass. Okay. Nein, es ist effektiv Freizeit. Also, ja, Freizeit. Ja, das passt. Wähle Farben für deine Box. Oi. Oh, jetzt, Scheiße, das ist ja viel weiter. Hey, es geht ein hohes Detail, viel mehr als ich gedacht habe. Also, ich gerne grau, blau, violett, pink darf es auch sein. Weiss auf jeden Fall, rosa. Gelb nimmt mich sehr wunder, ob da etwas Schlaues kommt. Ich habe immer Mühe, etwas Cooles, Gelbes zu finden. Grün bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. Pastell. Ja, da so lila und pink. Und
Ja, eigentlich kann ich, hauptsächlich Farben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Das ist ja eine Farbenkombi heute. Also, weiter. Stile, die du in deiner Box möchtest. Nö, das überspringe ich auch. Was soll diesmal nicht in deiner Box sein? Artikel, die du nicht in deiner Box haben möchtest. Aha. Jacken. Kleider. Accessoires. Ja. Eigentlich nichts. Ich will wirklich schauen, was kommt. Ja. Es soll wirklich mal ein Ding sein. Sarah wird passend zu deinen Wünschen eine Box erstellen. Möchtest du Sarah noch besondere Wünsche nennen, zum Beispiel Kleidungsstücke oder Accessoires? Sarah, kann ich bei Rückfragen anrufen? Nein. Outfit-Vorschau. Nutze die Outfit-Vorschau, die dir Sarah in wenigen Tagen per Mail schickt, um Artikel deiner Box zu bewerten oder sie von Sarah vor Versand austauschen zu lassen. Damit hilfst du dabei, deine Wünsche noch besser zu treffen. Okay, weißt du, das mache ich. Das mache ich. Okay, alles klar. Hast du einen Gutscheincode? Nö. Beratung und Service sind für dich kostenlos. Wir senden eine Box auf Rechnung, bezahlen nur, was du behältst. Ne? Das ist gut. Das ist aber wirklich das typische Zalando-Ding. Das finde ich eben toll. Okay, weiter geht's. Sarah wird die Box am 24. zusammenstellen, also morgen. Die Lieferung ist 7 bis 9 Tage, nachdem ich die Outfit-Vorschau darauf geantwortet habe. Sehr geil. Okay, Leute, jetzt bestellen. Also, wie geht es jetzt weiter? Morgen stellt sie es zusammen, dann habe ich einen Outfit-Vorschlag und dann kommt die Box. Leute, ich bin nervös, ich bin hure gespannt, was da auf mich zukommt und Leute, in einer Woche geht es weiter. Sorry, ist ein Zweiteiler, muss ich leider so machen. Also wir müssen nicht, aber wollte ich so machen. Ja, und ich bin auch so gespannt, ich bin mega gespannt, was da auf mich zukommt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche euch ein mega schönes Wochenende. Und schreibt doch mal, ob ihr auch schon mal auf Zalon bestellt habt, ob ihr allgemein auch so, ja, so ein bisschen etwas seid, was sich gerne mal inspirieren oder so. Oder ob ihr wirklich so die seid, die selber in den Laden reingehen und sich dort wirklich selber das Zeug ja, auch anlängen und so weiter. Ich bin darum ein Online-Shopping-King, von dem her ist das, glaube ich, für mich ganz okay. Also, das wäre es von meiner Seite her, wie schon gesagt. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis nächste Woche. Tschüss zusammen!